Guten, ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt Zeit noch nicht so lange daheim. Mein Name ist Lynn und ich bin professionelle Parkour-Athletin. Und in diesem Video werde ich euch pure Parkour-Basics beibringen, die ihr daheim an eurem Guard oder vielleicht auch in der Stufe könnt ausprobieren. Wenn ihr an Parkour denkt, denkt ihr ganz oft an Actionfilme, Verfolgungsszenen, auch vielleicht ein YouTube-Video von Leuten, die von Gebäude zu Gebäude sprangen, Salto machen und Gebäude hochklammen. Das ist auch nicht ganz falsch, in der Realität geht Parkour sich selten auf Hecht praktiziert. Und das fängt natürlich für einen als Anfänger ganz klein an. Ich rate eben von einem Parkour-Training als Stopwärmen. Ich rate nicht, erst 5 bis 10 Minuten warm zu machen. Da könnt ihr gerne warm laufen, sprangen, auch auf der Platz joggen oder auf der Platz sprangen, wenn ihr nicht ganz viel Platz habt. Gelenke warm machen, ganz einfach für das Gelenkflüssigkeit und Gelenke können, für das die Blutzirkulation aufgeregt wird. Und dass es kleine Trainingsstunden rund und ohne Verletzungen auflebt. Alles, was ihr noch braucht, also ein bisschen Platz, ein paar Turnschuhe oder Bullface und am besten Tape. Die erste Übung, die wir machen, also ganz normal Weitsprung, aus dem Stand, zurück an den Stand. Am Parkour nennen wir das ein Precision Jump oder aufgekitzte Pre. Und am Anfang wir den das zwischen zwei Mauern, mehr, weil wir hier ganz so fangen, holen wir unseren Tape, und wir passen unseren Tape auf den Boden und wir stellen uns 4, das wären das Mauern. Wenn kein Tape da ist, das ist kein Problem. Ihr könnt auch ganz gerne eine Flasche oder eine Dose oder irgendetwas holen, weil da könnt ihr auf den Boden legen, dass ihr sich vorstellen kann, dass auf dem Boden als Referenz, das wären die Mauern. Bei dem Tape so gut ist, dass man wirklich um Tape können landen, auf dem Tape können fortspringen. Wenn ihr eine Flasche oder so irgendetwas auf den Boden legt, landet einfach dann nicht. Das war mal ganz ein bisschen zu hoch. Ich kann halt ganz leicht mit meinem Tape, mit Mauern, ein bisschen weit machen. So, stellen wir schon mal klein. Ziel ist, dass ich wirklich auf der Mauer stehen bleibe. Wenn ich lande, an noch 4 fallen oder noch 1 fallen soll, ist das natürlich nicht ideal, weil das heißt, dass es auf der Mauer schief gegangen wäre. Die richtige Technik von Precision Jump zu lernen, kann ich den Sprung an 3 Phasen teilen. Die erste Phase ist mein Aufsprung, die zweite Phase ist mein Fluchtphase und die dritte Phase ist meine Landung. Eine perfekte Landung am Parkour, also wenn es nicht von der Mauer hochfällt, nenne ich einen Stick. Wichtig beim Aufsprung ist, dass ich leicht an die Knie gehe, mein Oberkörper leicht nach 4 lehnen und meinen Arm nach hinten bringen. Ich bringe meinen Arm nach hinten, für dass ich Schwung holen kann und meinem Körper helfen kann, Momentum aufzubauen und die Distanz vom Sprung tatsächlich auch zu packen. Also dass ich wirklich packe, für auf die andere Mauer zu springen. An der zweiten Phase, nachdem ich aufgesprungen bin, strecke ich meinen Körper vielleicht ganz aus, ehe ich dann meine Knie nach 4 bringen, also ich hocke meine Knie dann und dann strecke mein Face nach 4 Richtung Kant von der Mauer aus. Wichtig ist auch, dass man nicht vergisst, den Arm zu bewegen. Das heißt, indem ich gesprungen bin, ich strecke meinen Arm aus und dann, wenn meine Knie nach 4 kommen, bringe ich meinen Arm nach hinten, für sie dann aber, sobald mein Face die Mauer berühren, nach 4 zu bringen. Eine perfekte Landung im Parkour bei einer Mauer ist so, dass ich nicht auf der Mauer drauf lande, sondern dass ich wirklich auf der Kante von der Mauer lande und sich los auf die Mauer sozusagen über die Fußballen herumrollt. Wenn mein Face die Mauer berühren, ist mein Körpergewicht immer nach hinter der Mauer. Reicht dann, wenn ich den Impact los aufgefangen habe über mein Bein, bringe ich mein Körpergewicht, also meine Hüften und meine Schultern, nach 4, so dass ich dann am Endeffekt auf der Mauer drauf stehe, ganz standfest mit meinem ganzen Körpergewicht über meinen Face. Der kann auch ganz gerne testen, wie weit ich springen kann, weil das ist ja ein Maximum. Am Parkour geht ganz oft einfach mit dem Schritt gezählt. Ich mache mal einen Link an ein bisschen, weil ich weiß, das ist ziemlich sicher mein Maximum. Wir gucken, ob das auch so ist. Ich stelle mich auf die weiße Linie. Wenn ihr den Precision Jump am Boden perfektioniert habt, dann ist es Zeit für die Übung Nummer 2, und zwar den Plyo Jump. Plyo Jump heißt eigentlich nichts anderes wie 2 oder mehr Springen reaktiv, also ohne Pause dazwischen, hinter den Nähen auszuführen. Wir machen Nummer 2, für das Ganze ein bisschen mehr einfach zu halten, und ich erkläre euch, auf was ihr genau aufpassen muss. Genauso wie beim Pre, aus dem Takeoff und Fluchtphase, auch beim Plyo Jump nicht selber. Mehr, worüber man aufpassen muss, sind Taschenlandungen. Die Taschenlandung ist so,
dass man es schon muss präparieren für die nächste Sprung. Wir landen nicht, aber wir fangen nicht den ganzen Impact auf. Wir wollen den Momentum, den wir während dem ersten Sprung erzeugt haben, wollen wir mitwählen an den zweiten Sprung. An der Zwischenlandung ist es wichtig, dass ich meinen Arm nicht, wie bei der Landung, einfach nicht mehr nach 4 bringen. Aber ich muss während der Flugphase meinen Arm bringen nach hinten und die lassen wir dann nach hinten, so dass wir bereit sind, für den Schwung zu holen, für den zweiten, den dritten und den vierten Sprung. Von der Low, eine Precision Jump und eine Plyo Jump, für allem eine Landung und einen perfekten Stick genug geübt hat, könnt ihr auch anfangen, ein bisschen mehr kreativ zu gehen. Ihr könnt anfangen, von einem Weg fortzuspringen oder mit 2 Fuß fortspringen, dann mit einem Fuß landen, andere mit 2 Fuß landen oder aus dem Laufen raus springen oder mit beiden Fuß landen. Der wird auch gesehen, wenn er aus dem Laufen raus springt. Also es ist viel schwerer für eine Landung schön zu kontrollieren und die Landung zu sticken. Wir haben echt die Tendenz, nach 4 zu fallen. Aber wie man das machen am Parcours, so dass das ohne Verletzung auflebt, dass wir es entweder aufholen können oder vom Boden an Hand aufstoßen können. Weisen Sie euch am nächsten Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, es war ein bisschen informativ. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und ich hoffe, ihr bleibt alle gut daheim.